Ja, es ist ja so, dass sich die Leute da wohlfühlen wollen und das ist ein wichtiges Standbein geworden, die Gästebeherbergung und der Urlaub am Bauernhof, Angebote am Hof, die wir haben in Kombination mit Almwirtschaft und Weidewirtschaft, weil die Viecher bei uns ein halbes Jahr im Freien sind, in draußen, die bewegen sich und suchen sich das Futtersälen und das ist halt für viele Leute aus der Stadt was Außergewöhnliches. Und da haben uns wir überlegt, dass wir einen neuen Weg gehen wollen und der neue Weg ist eigentlich der alte Weg der Vorfahren, Genau. den die Großeltern schon gegangen sind, den nicht wir neu erfinden, wir dann einfach in die Fußstapfen von den Vorfahren gehen und rückbesinnen auf unsere gewachsene österreichische Bergbauernkultur. Die Vielfalt am Hof, die Vielfalt in der Natur, auf der Weide, im Wald, das gehört alles ins Gebirge und das sollte man sich bewusst sein. Gehört auch das alte Handwerk dazu. Der Großvater, der hat noch viel mit Holz gemacht. Der war gerne im Wald. Der Urgroßvater war Rotmeister mit den Holzknechten. Der hat 12 Leute in den Wald befehligt, den ganzen Sommer und Winter. Und das ist auch ein wenig ein wichtiger Teil des Kulturerwerbs, das am Hof erlebbar gemacht wird bei uns. Wir tun halt viel mit Holz machen. Der Holzzahn, der Stangenhag, die Holzhütten mit dem Schendeldach, ein Blockzimmer, der Garstall oder eine Holzknecht-Sölde, die da oben entsteht. Und da wollen wir auch das alte Kulturgut von den Waldleuten, von den Holzknechten und auch von den Bergbauern hin und wieder bei einem Rundgang im Wald und auf der Alm die Gäste und Interessierte vermitteln.